Zwei Freundinnen hocken unten am Fluss. Die eine fragt die andere: «Denkst du, dass du die Liebe vom Leben gefunden hast?» Die andere Frau schaut sie an und sagt: «Ich habe in meinem Leben schon so viel Glück mit Liebe. Ich habe schon geliebt für Augenblicke, für ein paar Stunden, für Jahre, für einen Sommer lang oder auch für eine Handvoll Tage. Das war alles für das Leben.» Je nachdem, wenn man die Frage fragt, bekommt man ganz unterschiedliche Antworten. Und gerade zum Thema Liebe machen könnten die Emotionen und auch die Eigenheiten kaum unterschiedlicher sein. In der heutigen Awesome Range of Freedom Episode geht es um Liebe. Also ganz genau geht es um Liebe machen. Und ich habe unglaublich viele Freunde und Fremde zu diesem Thema befragt. In dieser Episode erwarten die Ansichten von über 20 Personen rund um das Thema Liebe machen. Sie geben ihre Ansichten preis zu Orgasmen, Selbstvertrauen, Freude, Kommunikation, Loslassen, Tränen nach dem Sex, Intimität und ganz viel anderes zu diesem Thema preis. Ich möchte es hier vorweg wegnehmen, dass du etwa weisst, was dir heutige Episode erwarten wird und dass du selber kannst entscheiden, ob du an diesem Punkt weiterhörst. Und dann teile ich ganz viel Wissenschaft mit dir von Leuten und ihren Ansichten, die seit Jahrzehnten zu dem Thema Sexualität forschen. Dort bin ich auf eine Fachperson aus den Staaten gestossen, die offenbar den Schlüssel für echtes Liebe machen hat herausgefunden. Heute geht es um all das und vielleicht noch etwas mehr, wo zwar weniger wie auch schon, aber leider immer noch sehr knappen echten Platz in der heutigen Gesellschaft bekommt. Also, los geht's. Ich habe meine Freunde und Fremde Folgendes gefragt: Was hättest du zum Thema Liebe machen bereits früher gern gewusst? Ihre Ansichten hören wir uns jetzt an und ich wünsche dir ganz viel Spass, sicherlich ein paar Übereinstimmigkeiten, vielleicht auch Unstimmigkeiten, ein bisschen verstanden werden, aber sicherlich ganz viel Neugierde beim Anhören von ihren Ansichten. Viel Spass! Naja, jetzt bin ich 35 Jahre alt und da habe ich 18 Kinder. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, dass das schwanger macht. Was soll ich denn machen mit 18 Kindern? Das ist viel. Das habe ich nicht gewusst. Dass man Liebe macht für sich und nicht nur, weil man es halt macht oder weil der andere mehr Lust hat. Das ist eigentlich ganz banal und nicht so, als wüsste man das nicht. Aber wirklich während dem Sex voll bei sich sein, genießen und für sich selber, das hätte ich gerne schon früher gewusst und auch bewusst gemacht und angewendet. Oder auch, dass man Solo-Sex hat und dass das sehr wichtig ist und völlig normal ist. Oder dass man gut auch Sextoys brauchen kann, um zum Höhepunkt zu kommen, auch wenn man zu zweit Sex hat und dass das auch völlig normal ist. Das ist eigentlich alles, all die Bedürfnisse, die man wie hat und die Gefühle, die man hat, dass man darauf hören sollte und dass das sehr weit begriffen auch alles eigentlich normal ist. Das hätte ich gerne schon früher gewusst und nicht so eine fixe Vorstellung gehabt, was der Sex an sich ist und was der überhaupt guter Sex ist. Zum Thema Sex kommt mir spontan in den Sinn, dass ich es cool hat gefunden, wenn ich schon viel früher so den zärtlichen Sex hat entdeckt. Das ist bei mir eher so im letzten halben Jahr passiert. Und bedeutet halt zum Beispiel keine Penetration vielleicht, streicheln, Zeit nehmen, umarmen und so weiter. Und halt langsam und fein. Und das habe ich irgendwie in meinen vorherigen Beziehungen, die alle eher länger waren. Also länger, die letzte war in 6 Jahren und vorher waren es so 1,5 Jahre. Und dort habe ich das nie so gelebt. Und irgendwie keine von meinen Partnerinnen hat das aufgebracht, ich auch nicht. Und ja, von meinen Eltern habe ich nichts mitbekommen bezüglich Sex. Von dem her wäre das, glaube ich, etwas, was ich würde sagen,
was ich glaube auch cool hätte gefunden, wenn ich es schon früher gewusst hätte. Meine sexuelle Erfahrung, die ich gerne früher hätte schon wissen, ist, dass man eigentlich während dem Sex oder beim Sex so ein bisschen egoistisch sein. Also sprich, man sollte immer schauen, dass es für einen in dem Moment schön ist oder passend ist. Und wenn nicht, dann wie so ein bisschen, ich weiss jetzt auch nicht, zum Beispiel Position ändern, also zum Beispiel Beine anziehen oder strecken. Oder es kann eine Kleinigkeit sein und dann hat es gerade einen anderen Effekt. Und dementsprechend ist es für mich schöner oder erregender oder wie auch immer. Und das wirkt sich dann auch auf den Partner oder auf die Partnerin aus. Und es ist dann auch für sie oder für ihn schöner. So ein bisschen wie eine Katze. Eine Katze tut ja auch immer, zum Beispiel, wenn man sie so anschaut, merkt man, sie streichelt sich selber am Küchentisch bei, zum Beispiel. Sie ist eigentlich das perfekte Beispiel. Die Katze, sie macht so, dass es für sie stimmt. Oder dass sie so ein bisschen den Pleasure empfindet. Sie holt sich eigentlich so. Und genau so sollten wir es auch machen, weil dann ist generell der Sex einfach besser. Und das macht man, glaube ich, oder das habe ich noch nicht so lange, also ich habe das vor kurzem erfahren und angefangen zu machen. Und wenn man jung ist, glaube ich, ist so ein bisschen das Ziel, mehr so ein bisschen generell entdecken und dann will man unbedingt auch, dass es für den anderen schön ist und man hat dann den Pressure und es ist dann ein bisschen nicht so das Egoistische, sondern man macht alles, dass es für den anderen schön ist, obwohl eigentlich das Gegenteil mehr Effekt hätte. Ich hätte gerne früher gewusst, dass es super, super hilfreich ist, sich explizit mit dem Partner oder Sexpartner Zeit zu nehmen, um über den gemeinsamen Sex zu sprechen, was einem gefällt, so ganz explizit oder auch allgemein, was man gerne mehr hätte, was man gerne weniger hätte, weil mir das wahnsinnig schwer fällt, während dem Sex direkt Rückmeldung zu geben, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich würde jetzt vielleicht die Stimmung zerstören. Aber wenn man entweder danach oder eben einfach zu einem expliziten Zeitpunkt sich gemeinsam ausmacht, okay, jetzt reden wir einfach mal über unseren gemeinsamen Sex und da möglichst offen und nicht verurteilend auf alles eingehen, was der andere zu sagen hat, das hat auf jeden Fall meinen eigenen Sex sehr verbessert. Was ich gerne schon vorher gewusst hätte, zum Beispiel wäre, dass es sehr wichtig ist, dass man sich selber gerne hat, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und dass es auch schön ist und gut so ist, dass das auch hilft beim Sex, wo kann man sich viel mehr gehen und nimmt man sich selber nicht mehr so ernst und kann man über gewisse Sachen lachen, weil es manchmal auch lustig ist beim Sex oder lustige Geräusche oder was auch immer und das sicher ein Vorteil ist, wenn man sich selber echt sehr gerne hat. Es gibt vielleicht Momente, es hat bei mir viele Momente gegeben, wo man Sachen macht, wo man vielleicht nicht einverstanden ist damit oder die einem nicht flashen und dort darf man auch sagen, hey, für mich stimmt das nicht und ich möchte gerne das nicht machen. Und da hört man auf und das hat auch Platz und das muss auch Platz haben. Was ich in der Vergangenheit gelernt habe, ist auch, dass Sex ist nicht die Lösung für Beziehungsprobleme, auch wenn es vielleicht in dem Moment scheint. Das war bei mir so, weil es dann plötzlich vielleicht irgendwie durch Gespräche gut war wieder, obwohl man gewusst hat, das funktioniert dann nicht. Und dann hat man irgendwie Sex zusammen und gemerkt, hey shit, das war jetzt verdammt geil gewesen. Und man dort dann wieder das viel drin interpretiert, obwohl es eigentlich, was ich jetzt aus meiner Erfahrung gelernt habe, das Zeichen ist, für das es einfach gelöst hat und jetzt nicht die Lösung ist für das Ganze, nur jetzt der Sex wieder bombastisch ist. Ja, und noch etwas, wo Sex ist schon immer wieder anders. Und das ist schon gut so. Manchmal auch, wenn man einen Partner hat, manchmal ist der Sex gut, manchmal ist der Sex scheisse, manchmal hat man Durststrecken oder ich gebe mir einen Monat, 2 keinen Sex oder was auch immer. Und dass es so völlig normal ist und dort nicht zu viel darf interpretieren, auch wieder, wie bei allem eigentlich beim Sex. Ich hätte gerne gewusst, dass es beim Sex meistens nicht so abläuft, wie wir das von den Filmen kennen. Der Moment, wo sich beide verliebt anschauen, sich während in mein Zimmer laufen, ausziehen und alles immer reibungslos abläuft.
Und dass es einfach fertig ist, wenn der Mann ist gekommen. Weil es ist echt noch viel mehr als das. Also die Erkenntnis, würde ich sagen, ist sicher, beruht fast immer darauf, dass man irgendwie merkt, so wie ich mich selber liebe, so kann ich dann auch andere Menschen lieben. Und das zählt sowohl irgendwie emotional als auch körperlich. Und dort spiegelt sich, glaube ich, so ziemlich der gesamte Lern- und Lebensprozess, der Weg, tut sich dort wieder spiegeln, würde ich sagen. Und darum ist es eigentlich es ist wie ein Bereich, der uns eigentlich mega helfen kann, uns selber kennenzulernen und unsere innersten, tiefsten Stärken vielleicht oder unser Potenzial zu entdecken, aber auch irgendwie unsere tiefsten, innersten Ängste sich denen zu stellen. Oder zumindest den Hinweis zu bekommen, dass noch immer etwas sein könnte, was man bearbeiten könnte, wo man sich selber näher kommen kann, schlussendlich, indem man anderen näher kommt. Das klingt irgendwie ein bisschen abgewatscht, aber ist, glaube ich, wirklich so. Oder ist jetzt auch mal das, was mir spontan in den Sinn kommt? Ich würde gerne zwei Sachen ansprechen. Das eine ist, ich bin sehr religiös aufgewachsen und dort ist wie das Thema Liebe machen kaum oder wenig thematisiert worden, respektive, dass man vor der Ehe nicht miteinander schläft. Mir hat es immer so ein bisschen den Eindruck vermittelt, das ist nicht gut, weil man ja dann wie nicht den Regeln folgt im Rahmen des Glaubens. Wenn man dann so ein bisschen älter wird, hat man ja dann auch seine eigene Meinung und sich das eigene Bild verschafft, dass man dort so echt merkt, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, einfach losgelöst von jensten Glaubensansätzen, das eigentlich völlig normal ist. Das ist mal etwas, wo ich mir wie so rückblickend erhofft hätte, dass man das nicht auf etwas wie begrenzt, sondern mehr offener thematisiert. Oder auch wenn sie Filme kommen, ist man so umschalten. Aber das ist vielleicht ein bisschen schwierig, passt vielleicht auch nicht so gut, weil es ist nicht etwas, also ich meine, Religion ist ein mega grosses Thema und es ist nicht etwas, wo man wie hätte vorher wissen können. Es ist ja mega eine Einstellung und nicht im Sinne von, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht. Ich dachte, ich erzähle es gleich mal. Vielleicht kannst du mit dem Gedanken etwas anfangen, einfach bezüglich Religion. Und es gibt sicher auch Menschen, die das so leben. Jedem das seine. Aber ich für mich hätte es wie gerne gewusst oder einmal die Option offen lassen, dass es dann nicht definiert, ob jetzt du gut und schlecht ist, vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber vielleicht im Gehorsam folgen tust, vielleicht hilft das besser. Was ich vor allem eingehen will, ist neben dem Religiösen so ein bisschen das Grundlegende. Weißt, in der Schule lernt man ja so quasi, wie das Bienen das Blümchen bestäubt. Aber interessant wäre es doch auch, nachher zu wissen, oder wie sich das Emotionale so ein bisschen verhält. Zum Beispiel, wie das nebst der Euphorie, die man erlebt, vor allem bei den Frauen nach dem Akt, kann sie auch ein Gefühl von einer mega tiefen Betroffenheit auslösen, dass man auch in Tränen ausbricht. Egal, ob jetzt das Liebe machen gut oder nicht so gut war, sondern es einfach, sei es vom Hormonellen, sei es keine Ahnung was, auch eine Traurigkeit oder eine andere emotionale Gefühlslage kann auslösen. Ja, man überlegt, vielleicht hat es damit zu tun, weil man wie mit dem Gegenüber verschmilzt und wenn es dann fertig ist, wie ein Gefühl oder doch ein Gefühl von Abschluss oder wie ein Anführungsschlusszeichen Trennung ist, nach diesen vielen Glückshormonausschüttungen und notabene so Oxytocin, gell? Wenn man so diskutiert, oder auch Frauen, wo das passiert, kann es ja dann ein komisches Gefühl auslösen, wenn man ja vielleicht denkt, wieso habe ich jetzt die Gefühlslage, dass es völlig normal ist, dass es das gibt.
und man wie nicht etwas muss entsprechen muss, hey, jetzt habe ich doch so schön gehabt, jetzt muss ich weiterhin durchaus glücklich sein. Oder vielleicht nicht glücklich, sondern befriedigt. Oder einfach das Wohlfühlgefühl. Ich glaube, ich hätte gern gewusst, dass der Sex, den man hat, meistens nur so gut ist, wie das Vertrauen, was man zu seinem Partner hat oder seinem Gegenüber hat. Die Intention von dem ganzen Moment wird dadurch einfach viel stärker. Es wird viel intimer. Es wird einfach viel schöner dadurch, wenn man sich auch wirklich vertraut fühlt. Auch, dass es eigentlich überhaupt nicht um körperliche Aspekte geht, sondern vielmehr um zwischenmenschliche Sachen. Sowas wie Geborgenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit. Dass man sich angenommen fühlt, dass man absolut man selbst sein kann und keine Rolle spielen muss. Ich glaube, das hätte ich gern gewusst, dass solche Aspekte wahnsinnig viel Rolle spielen bei gutem Sex. Beim Thema Liebe machen hätte ich für mich gerne früher gewusst, dass es erst richtig gut wird, wenn ich enthemmt kann sein und mich gehen lassen. Aber für dass es zu dem hätte kommen können, habe ich, glaube einfach Erfahrungen oder dürfen Erfahrungen sammeln. Und vor allem selbstsicher in dem werden. Es ist ja schon eine neue grosse Welt, die aufgeht und wo ich für mich so meinen Weg haben müssen finden, was für mich stimmt. Und das zeigt, dass es eigentlich, wie ich glaube, alles im Leben ein dynamischer Prozess ist, wo man sich selber muss oder eben auch darf kennenlernen. Und dass es auch nicht schwarz und weiß ist, also nur weil ich einmal Schwarztee trinke, heisst das nicht, dass ich dann immer nur Schwarztee trinke. Und ich denke, so ist es so beim Liebe machen. Und das Allerwichtigste ist, dass man es thematisiert und vor allem mit dem Gegenüber bespricht und mit sich selber. Was hätte ich gerne schon vorher gewusst? Beim Liebe machen. Also ich glaube, das kenne ich noch gar nicht so lange. Ich glaube, vorher habe ich einfach auch ein bisschen gevögelt, gebomset, ein bisschen gebürstet. Und so. Nein, ganz ehrlich. Ich glaube, ich will genau nichts ändern. Vom ersten Mal pimpern und komplett überfordert sein. Vom Weg zum Herausfinden, was mir gut tut und was mir Spass macht und was das ich nicht gerne habe. Die ganzen Fails. Einfach mal ganz egoistisch zu sein. Um mich selber zu entdecken, selber einzuschätzen. Selber lernen zu kennen. Ich glaube, das war alles mega wichtig. Oder auch die Herausforderung, mich gar nicht anzulängen zum Beispiel, sondern einfach nur zu geben. Vom kompletten Schlappschwanz auf Versagen-Akt. Weil man voll besoffen das Gefühl hatte, man sei der Oberfickmeister. Gott sei Ja, das hat sich alles irgendwie entwickelt und ist alles gewachsen. Bis zum heutigen Wissen und merken, dass es in erster Linie nicht nur um mich geht, sondern um ein wunderschönes Zusammenspiel in einer intakten Beziehung. Vom Bumsen zum Liebe machen. Und vielleicht manchmal schon wieder zurück. Ich glaube, Liebe machen musste ich lernen. Es hat viel Zeit gebraucht. Und ich fühle mich noch immer, als würde ich manchmal wieder Seite 1 aufschlagen. Also nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube, wissen will ich nichts. Ich hätte nichts schon von Anfang an wissen. Ich glaube, genau um das geht es. Einfach zu entdecken, auszuprobieren. Ich glaube, vielleicht ist das manchmal das, was ich genau nochmal einmal will. Nochmal einmal von Null anfangen, nochmal in die unbekannte, unglaublich aufregende Zeit einzutauchen, vom Nichtwissen. Liebe machen, was hätte ich früher gerne schon gewusst. Ich muss mich ein bisschen so wie noch einmal überlegen, was ich in meiner so Teenagerzeit so gedacht habe oder
erlebt habe. Ich glaube, das Erste wäre, dass ich von meinen Eltern direkt mehr Information hätte, weil ich glaube, von ihnen habe ich wirklich gar nicht so direkt bekommen, wenn ich mich so erinnere. Also das Einzige, es war mehr so wie ein paar so Gespräche in der Schule, ja, was ist ein Kondom und so weiter. Aber sonst in dem Sinn, mit der Bedeutung, die auch ja in einer späteren Zeit man hat, so von dieser Liebe machen. Nein, eigentlich hatte ich eben nicht so eine freie Information und Kommunikation von meinen Eltern. Es war mehr die Sachen, dass wir eben so von den Medien oder von anderen Kollegen oder vom Filmen hat man auch so wie mehr erfahren. Und ja, das hat mir einfach auch schon gefällt. Also das, ja, ein bisschen mehr so wie diese echte Information irgendwie. Eben von deinen Eltern und ich zum Beispiel habe ich keine Geschwister und ja, vielleicht die Leute, die auch ältere Geschwister haben, hätten es einfacher, keine Ahnung. Aber jetzt ist ein bisschen das mir so wie auffällt. Einfach diese fehlende Information in der jüngeren Zeit, würde ich auch schon sagen, so wie ab, ja, wann denn, so 13, 14, 15, schon in dieser Zeit, ich glaube, das wäre schon wichtig. Und konkret, was ich denn gerne wissen wollte, ja, vielleicht ging es mir mehr so um das Thema, ja, wie geht man auf diesen Prozess oder wann ist der richtige Zeitpunkt oder ja, so ein bisschen diese Unsicherheiten, die man hat, dass man das so wie abklären könnte oder so. Ja, wenn ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt müsste die Frage beantworten, dann wüsste ich gar nicht, was sagen. Also mal, ich wüsste, es macht Spass, das würde ich sagen. Ein Fakt, wenn man es mit einer Person macht, die man mega fest gern hat oder vielleicht sogar liebt, dann ist es etwas, was wirklich Spass macht, wenn es dann alles stimmt. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke zu meinem jüngeren Ich, oder ja, wenn ich es jetzt wie jemandem mit auf den Weg geben müsste, dann würde ich sicher ein bisschen sagen, eben, hey, genieße es, mach es, willst, so, egal, mach es einfach mit dem, was du Lust und alles so hast, du hast kein schlechtes Gewissen. Aber einfach sicher so ein bisschen im Hinterkopf, dass Liebe machen so viel mehr ist. Dass daraus eine Beziehung kann entstehen. Vielleicht die erste grosse Liebe, die man hat, wo man dann auch vielleicht das erste Mal mit dieser Person hat. Und dass das ja, vielleicht nicht für ewig hat, dass es einfach wehtun kann, wenn es dann plötzlich mal fertig ist. Das hätte ich beim Jüngeren gerne mal gesagt, dass ja, vielleicht mal so weit ist. Zu diesem Zeitpunkt denkt man gar nicht über solches Zeug nach. Man hat einfach, ja, man denkt einfach gar nicht darüber nach. Man hat einfach sein Wunschdenken und man denkt, das hat für ewig und für immer und die grosse Liebe. Aber es kann halt nicht immer so sein, wie es ja, in den Filmen ist, in den guten Liebesfilmen, dass es Happy End gibt. Und ich glaube, das ist das, was ich gerne früher gewusst hätte, dass es schön ist, aber hankerum, dass so viel mehr auch dazugehört. Und nicht nur Liebe machen, sondern eben auch eine Beziehung. Und dass man das halt einfach, dass, auch wenn es vorbei ist, dass man weiterleben muss, auch wenn es fest wehtut, dass man einfach halt weiter muss machen. Und dass eines Tages vielleicht wieder jemand anderes kommt, wo man das Gefühl, die Nähe, die Beziehung und das Liebe machen, wo wieder genau so stimmt und harmoniert, wie vielleicht bei der ersten grossen Liebe, die man hatte. Dass es weitergeht und man das immer wieder finden kann und darf erleben, weil es wirklich so wunderschön ist. Für mich wäre es wichtig gewesen, zu wissen und zu verstehen, dass es dabei vor allem auch um mehr geht. Klar ist es ein Austauschen, aber dass man nicht irgendwelchen Vorstellungen, sei es sozial, religiös oder anders, muss gerecht werden.
Ich hätte gerne früher gewusst, dass ich über Liebe machen reden sollte. Und zwar nicht nur mit den besten Freunden, sondern auch mit denen, die es mit ihnen machen. Das vereinfacht viel und hat mich schon manchmal zum Staunen gebracht, was eigentlich geschätzt wird und was nicht. Schade ist, dass meine Zukunft sich in diesem Podcast nicht mitmacht. Das nimmt mich auch noch Wunder, was der zu dieser Frage sagen will. Ich wäre froh gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass man auch so bei Sexprodukten sich nicht alles unter die Nase bringen sollte. Ich habe mal so junge Jahre in der Experimentierphase mit meiner Freundin zusammen Kondom gekauft, die aktverlängernd sein sollten. Es war so ein Schäl dran, das scheinbar versprochen hat, dass man dann länger kann und das alles viel besser ist. Das Ganze haben wir dann ausprobiert und nach so etwa 2-3 Minuten bemerkt plötzlich die Freundin, dass meine Lippen blau anlaufen und sie hat selber auch gesagt, irgendwie, es fühlt sich alles so brennend und komisch an. Wir haben abgebrochen und ich habe Schüttelfröste bekommen, bevor ich in den Spiegel gegangen bin und gesehen, dass ich blaue Lippen habe und ihr ist auch komplett Lust vergangen, wie mir auch. Und ja, da hat man dann gemerkt, dass das Ganze vielleicht wirklich auch so marketingtechnisch ausgeschlachtet wird. Was ich gerne im Voraus gewusst hätte, ist, dass Sperma nicht so grusig ist, wie man sich das vielleicht im Teenie-Alter vorgestellt hat. Man hat sich da ja jenste Gedanken darüber gemacht, hat es allenfalls in Filmen gesehen und sicher auch mit Kolleginnen besprochen. Und es war immer irgendwie ein grusiges Thema gewesen. Und man hat immer so gedacht, plötzlich sehe ich das und so. Und wenn man dann wirklich damit in Berührung kommt, merkt man, dass das eigentlich etwas völlig Normales und Natürliches ist und dass das genauso zum Sex gehört. Was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass wie in jedem anderen Bereich des Lebens jeder irgendwann mal Probleme damit hat und dass das ganz normal ist. Man darf nur nicht denken, dass es besser wird, wenn man es einfach ignoriert und nicht anspricht. Also mehr reden, mehr austauschen mit Freunden und Partnern. Das hätte ich gerne früher gewusst. Auf deine Frage zu kommen, was hätte ich gerne schon früher gewusst zum Thema Liebe machen, ist noch schwierig zu sagen, weil halt, es ist etwas Neues gewesen dann, und das war auch das Spannende gewesen, so ein bisschen herauszufinden, was das überhaupt ist, und weil man halt nur davon gehört hat oder halt irgendwie gesehen in Pornografie oder in Liebesszenen in Filmen, was das wie bedeutet. Und irgendwie, ich glaube, lockerer daran herzugehen, ist halt schwierig, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber ich glaube, zu wissen, dass es mehr Spass macht, wenn es wie eine gewisse Lockerheit dahinter ist sicher gut. Oder dass man wie nichts muss erreichen muss. Dass man es zusammen Zeit verbringen ist, blöd gesagt, und nicht, man muss jetzt den Höhepunkt erreichen. Dann hat man logischerweise mit drin, dann kommt es halt wie in so einen Flow rein, je nachdem. Aber früher halt zu wissen, wenn man mal zu früh ist gekommen, dass es auch nichts Schlimmes ist eigentlich, dass es auch mal passieren darf oder kann passieren. Und dass es ja noch nicht heisst, dass es dann wie fertig ist und jetzt umdrehen und schlafen. Ja, dass es eigentlich halt ein Teil ist, wo mal passieren kann und dann kann so auf andere Wege weitergehen. Oder ja, dass man nicht immer sofort auf so den Orgasmus muss herkämpfen, dass der Orgasmus so ein bisschen weniger gewichtet wird. Das ist, glaube ich, etwas, wo man halt dann mit 16 oder was auch immer, ich weiß gar nicht, wann dass ich das erste Mal hatte, ich war eher spät gewesen, ich glaube sogar erst 17 oder so, wo halt gerade in dem Moment, wo halt mega alles auf 180 oben ist und dann sowieso alles mega gerne macht, dass halt so ein Frühkommen normal und dann auch ein bisschen ist. Aber dass man wie weiss, dass man lernt, mit so Situationen umgehen. Und kommt halt auch immer auf den Partner drauf an, wie locker das oder der Partner einfach dein Gegenüber, wie das man es zusammen handelt oder nicht. Ja, darum ist Reden sicher auch wichtig, dass man Kommunikation halt über diese Themen führen und dass es halt wichtig ist, dass man das schon früher hat gewusst. Gut, das ist halt einfach die Charme, wo man halt früher halt auch noch mehr hatte, wo sicher auch noch drin gespielt hat.
wo man nicht unbedingt wegen dem Nichtwissen hat angewendet, sondern einfach wegen der Scham nicht hat angewendet, ja. Ich hätte in meinen ersten unsicheren Anläufen gerne früher gewusst, dass es nicht darum geht, vor allem zu gefallen, sondern dass ich auch einen Weg finde, dass es mir gefällt. Und wie man das zusammen herausfinden kann, dass man so in einen Flow reinkommt, der einfach die Zweisamkeit wunderschön macht und vielleicht nicht mal immer zum Orgasmus muss kommen. Ja, Liebe machen finde ich auch darum schön, weil es mehr ist als einfach Sexualität. Es ist ein weiter Begriff, es ist auch sozusagen ein Praxisbegriff. Liebe machen, es ist etwas, was man zusammen macht, mit seinem Körper, aber auch im Geist. Es ist eine Verbindung, es ist eine Art Performance, kann man sagen, wo aber nicht ein Erfolg oder etwas muss darstellen muss, sondern wo es darum geht, einfach in dem Moment, in diesem Prozess aufzugehen. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Was hätte ich früher gerne gewusst? Ich glaube, gerade das Prozesshafte ist etwas, wo ich erst spät verstanden habe, dass es gibt nicht das Ziel, es ist nicht der Orgasmus, wo alles muss dominieren, sondern es ist gerade der Weg, das sich zusammen auf einen Weg machen. Es ist schon weniger eine Stellung, glaube ich, oder Stellungen, die bestimmend sind, sondern es ist die Haltung zueinander, die Haltung zu sich selber, der Wunsch, sich zu verwöhnen, zu verbinden, den Moment zusammen auch zu zelebrieren letztlich. Was hätte ich gerne früher gewusst? Und jetzt habe ich heute noch den Newsletter von der Heiteren Fahne angeschaut und beim Durchlesen habe ich gesehen, sie haben Anfangs Jahr so einen Schwerpunkt gehabt mit dem Thema «Wie wollen wir geliebt haben?» Das heisst ja Anfangs 2020 gehabt und er hat verschiedene Veranstaltungen gehabt zum Thema Sexualität, Liebe. Ich glaube, genau das würde ja auch gerne eben so ein bisschen Format, wo man sich begegnen kann, in verschiedenen Formen, wo man zusammen sich austauschen kann, die Fantasie auch angeregt wird, weil ich stelle zwar fest, dass ich eigentlich sehr offen bin und ich Lust habe, meine Sexualität zu arbeiten, aber auch merke, irgendwie fehlt mir da manchmal, entweder fehlt mir das Vokabular oder vielleicht auch das Gespür dafür, was man noch Lust bereitet oder vielleicht auch die Anregung dazu, vielleicht auch mal von anderen hören oder sehen, das könnte auch noch etwas sein oder das würde mich auch gelusten. Ja, sonst bin ich eigentlich mit meiner Sexualität ganz zufrieden. Ich finde wirklich, dass die Haltung vom wollen sich aufeinander einlassen, wollen zärtlich sein und auch nicht wollen etwas zwingen, hilft. Sexualität ist sozusagen Wellness für arme Leute. Man kann eigentlich mit wenig kann man eigentlich sehr viel mit Streicheln, mit Zärtlichkeit, mit auch einer gewissen Verspürtheit und Fantasie ist eigentlich sehr viel möglich. Wie wollen wir geliebt haben? Vielleicht Erwartungshaltung ablegen und viel mehr eine Haltung rein. Eine offene, liebevolle, wertschätzende Haltung zum Liebe machen. Zum Gegenüber, zu uns selber. Uns und anderen etwas schenken, etwas Gutes tun. Liebe machen. Manchmal gleich, manchmal anders. Weil auch Liebe machen immer anders ist und sich alles ständig verändert. Die Welt, die Sexualität, wir selber. Wir uns verändern mit unseren Liebe und Vorliebe zur Sache. Und Sachen akzeptieren, reden, drüber reden, einmal drüber schlafen, zusammen schlafen oder auch loslassen. Sachen gehen, die müssen gehen, dass Neues darf kommen. Neue Leute, neue Ansichten, neue Sex, neue Liebe. Platz und Offenheit für negative Glaubenssätze, Normen, Religionen und Beziehungskonstrukte über einen Haufen zu werfen. Im Wissen, dass es sie gibt, dankbar über sie hinweg schauen. Oder vielleicht einfach darüber hinweg schauen. Und vielleicht ist die Kunst, den Platz zu behalten für echte Liebe. Unabhängig von du sollst, du musst, weil du musst überhaupt nichts. Aber es ist schon echt und manchmal macht das Haben mehr Freude als das Lassen. Zusammen, eng und warm,
beieinander vertraut, mit Offenheit von jemandem, den man gerne hat und wertschätzt. Wo man kann reden und darüber reden, über alles, über ein Ja oder ein Nein oder wieso nicht mal ausprobieren. Vielleicht auch reden über Sachen, die gehen, Sachen, die nicht gehen, Sachen, die nicht mehr gehen, Sachen, die eigentlich wieder möchten zu gehen gemacht werden, bevor sie nachher verleiden wie einen langweiligen Job. Weil man sich Messer in den Rücken hat geschossen, dort, wo es eigentlich Verständnis und Akzeptanz hätte gebraucht. Und sich nicht hat schnaufen. Aus Angst, aus dieser Urangst, aus dieser verbissenen Urangst, nicht allein zu sein, nicht zu genügen. Obschon wir dieser Vorgauklerei aus Filmen, Romantisierung, Medien, Marketing und so weiter kaum Beachtung sollten schenken und wir die Werte und die Richtlinien vom System, von der Erziehung, vom Gehorsam dankend dürfen darüber hinwegschauen, können wir auch mal sagen, nein, danke. Und vielleicht lieber einmal mehr Nein sagen, als nachher ins Küssen rennen. Vielleicht vor Freude, vielleicht vor Betroffenheit, vielleicht auch vor Unausgesprochenheit. Wegen diesen Krisen, die kommen, diesen Beziehungskrisen, die thematisieren. Die Krisen bieten nebst dieser sehr eintreffenden Ohnmacht auch grosses Potenzial. Problem stillschweigend zu beschlafen, ist irgendwie langfristig sicher keine Lösung. Sie führt vielleicht auch zu Unzufriedenheit, zu einem Mangel. Und wir Menschen, wir leben nicht gerne im Mangel. Und mangelnde Kommunikation ist einer der verheerendsten. Nebst dem drüber schlafen könnten wir versuchen, darüber zu reden und das Chaos von mangelnder Kommunikation zu verhindern, indem wir ehrlich und offen sind. Auch mit uns selber. Weil Energy starts with honesty. Honesty to yourself, honesty to your life. Und wieso nicht leben für die Liebe, einvernehmlich, nicht nur mit dem Gegenüber. Der Wunsch und die Notwendigkeit nach einem echten Bildungssystem mit echten Fakten und Wissenschaft, für echte Leute, für echten Sex. Ohne monetären Schnickschnack, sondern simpel, roh und echt. So echt wie die Missbrüche, die es auf der Welt gibt. Wir wollen wissen, wo wir uns melden, klopfen, wenn wir jemanden kennen, der jemanden kennt, wo die Sexualität hinter der Türe versteckt, weil sie gegen eigenen Willen gebraucht worden ist. Und manchmal wollen wir einfach auch nichts wissen, weil kommt Zeit, kommt Rat und andere Sachen. Nennen wir etwas Schöneres als zusammen zu lernen, zu verlernen, leben und geniessen. Und jetzt weiter zur Wissenschaft. Ich habe nämlich versucht, Fragen, die sich aufgrund von meiner Frage haben, irgendwie Antworten zu suchen. Auf die Antwort, wieso dass Frauen manchmal nach dem Liebe-Machen rennen, habe ich Folgendes gefunden. Und die Infos die stammen aus einem Paper von einem Facharzt von Psychiatrie und Psychotherapie aus der Uniklinik Göttingen. Genau genommen geht es nämlich gar nicht per se um Tränen, sondern um das Empfinden von grosser Traurigkeit oder auch Betroffenheit nach dem Sex. Und das speziell nach dem Orgasmus. Das Fachwort, es gibt ein Fachwort für das, wer hätte es gedacht, für das heisst postkoitale Dysphorie und kann unabhängig vom Geschlecht vorkommen. Zum Thema gibt es aber momentan sehr, sehr wenig Forschung und wenn, dann ist sie an Frauen untersucht worden. Also laut aktueller Evidenz hat es etwa jede 4. Frau einmal schon gehabt. Bei den Männern gibt es leider keine Zahlen, also es gibt vielleicht, aber das habe ich nicht gefunden. Und spannend, nebst dem Phänomen, dass es das überhaupt gibt, sind sicher auch die Ursachen. Und die Ursachen können aber müssen nicht auf die folgenden Punkte, die ich jetzt wieder sagen, zurückgeführt werden. Also einerseits ist sicher mal der Missbrauch und der zweite ist Intimität. Der dritte ist mangelnder Selbstvertrauen und daher kommt noch der Druck von gesellschaftlichen Normen, die der Auslöser sein könnten. Und hier zur Missbrauchserfahrung. Also es muss nicht zwingend sexueller Natur sein. Es kann einfach sein, dass sonst Missbrauch ist vorkommen. Bei Intimität ist es ein bisschen anders. Dort ist die Ursache nämlich schwer zu fassen. Sie haben das in der Studie begründet, dass Frauen, die ihre Beziehung ganz, ganz fest aufgehen, sich stark emotional öffnen, die Symptome von dieser postkoitalen Dysphorie erleben können. Starke Intimität, also starke Verbundenheit und Bindung beim Liebemachen können nach dem Sex und vor allem auch nach dem Orgasmus zu starker Betroffenheit führen. Also fast ein bisschen so, als wären die Energiepole von den Leuten, die zusammen Liebe machen, eins und würden sich anschliessend wieder trennen. Und durch die Auflösung von diesen Polen entsteht Betroffenheit unter anderem.
so fast wie eine schnelle Trennung, einfach eine Trennung im Schnelldurchlauf. Beim Selbstvertrauen ist es mehr die Urangst, die Angst vor Verlust, weil man sich im Gegenüber verliert. Und abgesehen davon gibt es ja beim Liebe machen manchmal auch schöne Tränen. Die von der Freude, von Lachen, weil halt wirklich manchmal lustiges Zeug passiert. Oder auch Freude wegen der Verbundenheit, weil es sich einfach gut anfühlt. Und vom Tränen nach dem Orgasmus zum Orgasmus. Laut meinen Freunden scheint es nämlich immer und immer wieder ein Thema zu sein, sei es jetzt bei Frau oder bei Mann. Also das Thema vom Kommen, da müssen wir uns ganz fest in die Nase nehmen, dass wir darüber reden. Und zu diesem Thema habe ich eine sehr spannende Studie gefunden aus Bern, die Sexualität hat untersucht. Und die Studie die ist 2019 von einem Psychologinnen-Team aus Bern publiziert worden. Da haben 1100 Frauen und Männer zwischen 18 und 77 270 Fragen rund um das Thema Orgasmus und Orgasmusfähigkeit, sexueller Orientierung, Selbstbefriedigung oder Fantasien und auch Pornokonsum etc. beantwortet. Das Paper ist super spannend und lohnt sich sehr fest zum Nachlesen, finde ich. Und hier ein Auszug aus der Sonntagszeitung von NZZ aus dem August 2019 zu diesem Thema. Bei den Frauen gibt es allerdings keinen eigentlichen G-Punkt, sondern vielmehr eine G-Zone. Sie befindet sich an der vorderen Scheidenwand innerhalb der Vagina. Oft wird sie als die entscheidende Stelle gesehen, deren Aktivierung durch Penetration garantiert zum Höhepunkt führt. Die Berner Studie zeigt, dass dies ein Trugschluss ist. Lediglich 23% der Frauen geben an, beim Geschlechtsverkehr ohne zusätzliche Stimulation der Klitoris zu kommen. Mit Stimulation hingegen erreichen 74% den Höhepunkt. Die Penetration für Männer eine zuverlässige Technik. Fast 93% der Befragten kommen auf diese Weise. Frauen kommen deutlich häufiger, wenn sie sich selber befriedigen, als wenn sie Sex mit einem Partner haben. Für Männer macht es keinen großen Unterschied. Und hier ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass jeder für sich weiss, was für ihn gut ist und was ihm oder ihr gut tut. Weil wie will es die andere Person wissen, wenn wir es nicht selber wissen? Wie so viel auf der Welt fängt es also zuerst mal mit uns selber an. Und das Forschungsfeld von einer Sexualtherapeutin aus den Staaten ist eigentlich genau das Liebe machen. Und sie hat sich während ihrer ganzen Forschungszeit vor allem mit einer Frage beschäftigt. Was braucht es für echt Liebe zu machen? Es ist eigentlich recht eine saloppe Antwort auf eine schöne Frage, die die gute Frau dann hat aufgedeckt hat. Es brauche nämlich laut dieser Frau 2 Sachen. Nämlich erstens Selbstvertrauen und Freude. Und wäre es jetzt eigentlich nicht schon schwierig genug, sollte man die 2 Sachen dann nebst dem Wissen auch noch anwenden können. Sie redet von Selbstvertrauen und Freude. 2 sehr starke Schlüsselwörter. Selbstvertrauen, sagt sie, entsteht dann, wenn man weiss, was am eigenen Körper wahr ist. Also jetzt auf die Sexualität bezogen. Nicht, was andere sagen, was wahr ist, sondern wir selber. Dass wir wissen, was an unserem Körper die Wahrheit ist. Dass es normal ist, so wie man ist. Und Selbstvertrauen bedeutet bei ihr wissen, was wahr ist. Die Freude, also das Zweite, das nimmt so fast wie eine Meta-Ebene an. Das bedeutet laut ihr nämlich lieben, was wahr ist. Lieben, was wahr ist, auch wenn die Gesellschaft irgendwie etwas anderes vorgaukelt und ihr sagt, du entsprichst nicht dem, was wir vorgeben. Und abgesehen davon, das gesellschaftliche Dilemma, das ist ja in allen Bereichen immer und immer wieder ein Thema. Und darum sagt sie, Freude ist deine Wahrheit zu lieben. Die Frage ist, wie kommen wir zu Selbstvertrauen und Freude? Und sicher, mir ist bewusst, das ist einfach ihr Ansatz. Es gibt 1000 andere Möglichkeiten, wie immer, auf ein Resultat zu kommen. So hier, es gibt nicht the way, sondern mach oder mach nicht einfach das, was für dich stimmt. So einfach ist es. Es weiss niemand, wie es geht, einmal mehr. Aber ihre Ansicht möchte ich dir gleich erzählen, weil ich finde es einen spannenden Ansatz. Sie sagt nämlich, wie kann man mehr Selbstvertrauen und Freude gewinnen. Und diese Aussage, absolut keine Erfolgsgarantie, aber ich erzähle dir es jetzt. Es gibt nämlich Schritt 1.
sie sagt, stang vor einem Spiegel, zieh dir so viel Blut ab, wie es geht, dass du nachher dich anschauen kannst. Dann überlegst du dir ganz viele Sachen, die du an dir gerne hast. Klar, jetzt kommt wieder unser Bullshit-Hirn, das durchdreht und sagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist auch okay, die Gedanken können Platz haben. Aber nicht jetzt, nicht in diesem Moment. Nicht, wenn wir uns darauf konzentrieren, was eigentlich auch so schön ist. Und dann schreibst du es auf. Und dann machst du es morgen wieder. Und übermorgen. Und so weiter. Und wieso? Neuroplastizität. Es ist echt absoluter Shit, dass wir durch Übung etwas verankern in uns. Je mehr dass du Sachen machst, desto mehr und desto besser gelingt es uns eigentlich auch. Und vielleicht durch das Aufschreiben von schönen Sachen checken wir, dass unser Körper einfach ein abgefahrenes, perfektes, funktionierendes Wesen ist und einfach ein Wunder ist. Und je mehr dass du das dir sagst, desto mehr Selbstvertrauen und auch Akzeptanz für deinen Körper findest du eigentlich. Das ist das Erste, was sie sagt, wenn es darum geht, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Das Zweite ist, wenn du nicht bereit bist, dir viel Blut von einem Spiegel auszuziehen und anzuschauen, was alles toll ist an deinem Körper, kannst du Folgendes ausprobieren. Dann kannst du herhöckeln oder abliegen, irgendwo, wo es ruhig ist. Und dann kannst du versuchen, deine Gedanken ein bisschen zu beruhigen. Auch wenn es nur ein paar Minuten täglich ist. Dann kannst du dir nachher eine Tür vorstellen. Eine, die zwischen dir steht und dir eine Vorstellung von echtem, zufriedenem Liebe machen. Und vor dieser Tür stehst du her und du beleuchtest sie mit dem hellsten Licht, das geht. Und legst Freundlichkeit und Mitgefühl her. Die Frau, die die These hat entwickelt, sagt, wir sind ohne die Türen auf die Welt gekommen. Die war nicht von Anfang an hier. Die Türe ist gestaltet worden von uns selber und von unseren Erfahrungen, Erziehung, von Vorstellungen, Filmen, Musik, Erlebnisse, Gedichte, Erzählungen, Medien, Erwartungen, Druck, Pornografie, soziale Plattformen. Die Liste ist unendlich. Und sicher können wir jetzt alle unseren Hass auf die Türen bombardieren oder auf die Sachen, die die Türen aufgebaut haben. Aber die Türe kann nichts dafür, dass die dort ist. Die Türe hassen ist ein Schuss ins eigene Bein. Weil die Türe, die gehört zu uns. Und sie sagt auch, dass die Türe nicht einfach da ist, sondern die hat einen Zweck, den sie erfüllt. Wenn die Türe dich von Unbehagen auf der anderen Seite schützt, die mit sexueller Erfahrung in Verbindung sind, wenn du dich schämst, was auf der anderen Seite von dieser Türe ist, oder denkst, es sei nicht normal, dann ist die Türe ein Schutz. Und wenn die eigene Sexualität gegen dich verwendet worden ist, wenn Missbrauch in irgendeiner Form und Art und Weise hinter dieser Tür ist und die Tür schützt dich vor dem Ganzen, dann macht die eine verdammt gute Arbeit. Und darum die Tür, die ist da zum Helfen. Und wenn wir in einer Welt leben, wo die eigene Sexualität gegen einen gewendet kann werden und der Scheiß noch funktioniert, dann können wir Gott froh sein, dass die Leute einfach so eine Tür haben, weil sonst würden sie den Alltag auch nicht prestieren können. Manchmal sind wir halt kalt wie Kühlschränke und manchmal betonieren wir uns Mauern und manchmal leben wir in Luftschlössern. Und ich wünsche mir ganz fest, dass jeder selber entscheiden kann, wenn und wie viel die Türen zu dieser Sexualität auftut und ob überhaupt. Weil der erste Schritt ist eigentlich jeweils Akzeptieren von dem, was da ist. Und das ist schwierig genug für jemanden, der einen Scheissdreck erlebt hat. Und wiederum akzeptieren von etwas, was so schön ist, wenn jetzt du die Türen zum Beispiel ganz weit aufgetan hast, weil Sexualität und Liebe machen für dich alles ist. Es gibt immer die beiden Seiten und es gibt noch viel, viel mehr andere Seiten auch. Aber einfach jeder zu seiner Zeit und jeder entscheidet, ob die Tür da ist, ob sie zu ist oder offen ist. Selbstvertrauen ist die eigene Wahrheit zu kennen und Freude ist die eigene Wahrheit zu leben. Und was ich ganz fest aus dieser Episode mitnehme von all dem Gesagten, was meine Freunde und auch Fremde gesagt haben, ist, du bist normal. So salopp, so simpel und so wichtig.
Und ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass wir alle in Zukunft auch für die Liebe leben können und dass wir lieb zueinander sind, zu uns selber, zu allem, was ist. Und was ich auch richtig schön finde, ist, dass du heute hast zugelassen bei Awesome Range of Freedom. Und habt ihr Sorge und bis gleich.